Es gibt Urlaubsorte auf der Welt, da will man sofort wieder weg. Oder aber für immer bleiben. So einer ist das hier. Früher mal ein Fischerdorf, heute der größte Rummelplatz auf Erden. Und Heimat für tausende Deutsche, die sich abgemeldet haben vom grauen Alltag zu Hause. Sie leben jetzt in Pattaya. Es gibt keinen Platz in der Welt, wo so viele Nationalitäten aufeinandertreffen und es so wenig Probleme gibt. Besonders Senioren haben den thailändischen Badeort in ihr Herz geschlossen. Ich war schon 4-mal verheiratet mit einer schönen Thai. Eine ist verstorben und die anderen waren auf einmal nicht mehr da. Täglich Sommer, täglich Remi-Demi. Für Glücksritter der ideale Lebensmittelpunkt. Das Hauptsächliche, was mich an Pattaya reizt, hier ist Geld. Hier kann man Geld verdienen und deswegen bin ich hier. Doch die meisten der rund 10.000 Deutschen in Pattaya, männlich, ledig alt, leben von ihrer Rente, bleiben am liebsten unter sich und pflegen deutsche Gemütlichkeit. So, jetzt muss ich mir erst mal hinsetzen. Wenn du den ganzen Tag liegst, dann bist du früh, wenn du mal sitzt. Ein paar Seitenstraßen entfernt von Gogo-Bars und Anmachläden trifft sich die deutsche Kolonie. Hier in Little Germany regiert Thorsten Göbel. Alle nennen ihn nur Torti. 2004 kam er nach Thailand und blieb einfach hier. Ohne Arbeitserlaubnis. Seine Geschäfte, einen Motorradverleih und einen Massagesalon lässt Torti von Einheimischen managen. Er selbst zieht Strippen und lässt sich blicken. Abend für Abend ist was los vor Tortis Läden. Alle Stammgäste. Alle, die da sitzen. Das Durchschnittsalter kann man sagen, ist auch über 60 meistens. Und die brauchen keine laute Musik, die brauchen keine Anmache von irgendwelchen Frauen oder Lady-Drinks. Und dann kommen sie eben zu mir, können sie in Ruhe was trinken. Hier trifft sich die halbe Nachbarschaft. Urlaubsgäste und Residents, wie sich die Ausgewanderten auf Neudeutsch nennen. Wer sich nach einer Ehe mit einer Thai-Frau sehnt, sich aber nicht allein ins ferne Asien traut, um den kümmert sich Dieter Horrey, Heiratsvermittler aus Überzeugung. Die deutsche Frau geht dann eher in die Gleichberechtigungsschiene und die Thailänderin, die umsorgt den Mann. Und die umsorgt auch, sagen wir mal, den älteren Mann. Altersunterschiede, die vielleicht in Deutschland unnormal wären. Ich sage mal, ein 60-jähriger Mann, ja, der möchte natürlich keine 60-jährige Thai-Frau heiraten. Die haben wir auch gar nicht in der Vermittlung. Ein paar tausend Euro kostet eine Ehe. Sprachkursus und Flüge für die künftige Gattin inklusive. Viel Geld. Doch dafür verspricht Dieter, dass jeder Kunde was Passendes findet. Die habe ich gestern Abend kennengelernt. Und sie arbeitet in einem Büro, ist 37 Jahre alt und ledig, keine Kinder. Sieht man noch das zweite Bild hier? Hier. Ja? Und die Frauen, die stellen sich bei mir natürlich auch vor, weil sie wissen, dass wir das seit 20 Jahren machen und dass vielleicht viele Freundinnen von ihnen schon durch uns verheiratet sind. Hier kennt jeder jeden und macht für sich Reklame. Eheanbahner, Kneipier, Motorradverleiher. Man versteht sich, weil alle die gleiche Sprache sprechen und profitiert von Tortis Kontakten. Die reichen bis ganz oben. Das sind zwei nette Polizisten, die wir so kennen. Die kommen auch mal ein Feierabendbier trinken. Ja. Aber erst nach Feierabend. Erst nach Feierabend. Während dem Dienst nicht, ne? Feierabendbierchen. Da wundern sich nur die Neuen in Tortis Runde. Ein thailändischer Uniformierter, der fast akzentfrei Deutsch spricht. Wie das? Nein, ich bin 100%ig Thai und auch in Thailand geboren. Ich bin mit 15 in Basansufen zur Schule gegangen und in Burghotel Blomberg habe ich meine Ausbildung gemacht und danach in Bielefeld in einer Veranstaltung GmbH, Ravensberger Park Veranstaltung GmbH, glaube 18 Jahre lang habe ich dort gearbeitet. Pattayas Touristenpolizisten schätzen Tortis ruhige Runde. Ein paar Kilometer weiter müssen sie schon mal für Ordnung sorgen. In der Walking Street, dem Epizentrum. Hierhin strömen die Vergnügungshungrigen zuallererst. Zum Sündenpfuhl aus Gogo-Bars und jungen Mädchen, dem Spielplatz für Erwachsene. Wer schon länger in Pattaya lebt, schaut nur hin und wieder mal vorbei.
Aber wenn, dann lieber ohne Ehefrau. So wie Frank Wagner, seit 2 Jahren mit einer Thailänderin verheiratet. Wenn mal irgendwelche Anlässlichkeiten sind, gerne. Manchmal gehe ich auch, wenn ich eine in den Socken habe, dann fahre ich auch noch mal hier rum. Dann bin ich meistens um 5 Uhr zu Hause und Ärger mit der Alten. Wieso? Ja, weil die nicht so einen Bock drauf hat, dass ich halt in der Gogo-Bars durchschmiere, ne? Aber egal, da muss ich dann durch, ne? 51 Jahre alt ist Frank Wagner jetzt, hat viel Mist gebaut in seinem Leben und ist inzwischen sicher, Pattaya hat ihn zum guten Menschen werden lassen. Ausgerechnet Pattaya. Ich habe 2-mal im Gefängnis gesessen wegen internationalen Drogenschmuggel. Einmal mit über 100 Kilo Marihuana oder Haschisch nach Japan, habe ich in Japan gesessen im Knast. Und einmal in Belgien und dafür haben sie mich dann in Deutschland eingesperrt. Da ging es um 52 Kilo Kokain. Also wenn du so ein bisschen kleinere Gliedmaßen hast, ob Mann, ob Frau, hier wird direkt gespritzt, Botox vom Allerfeinsten. Ohne Rezept und ohne alles. Okay. Und was kostet der Spaß? Keine Ahnung, ich denke mal 200 Baht, 300 Baht. Ich will jetzt auch nicht unbedingt fragen. 200 Baht, rund 5 Euro für einmal dicke Lippe. Frank hat anderes vor. Endlich mal wieder abtauchen ins bunte, längst schon nicht mehr billige Nachtleben. Ohne Kamerabegleitung. Frank hätte nichts dagegen. Aber die Regeln, auch was das Filmen betrifft, sind strenger geworden, seit das Militär regiert. Kontrolliert wird alles und überall. Zum Beispiel ohne Helm oder Führerschein Moped fahren. Früher selten ein Problem, kann jetzt teuer werden. Normalerweise bräuchte man internationale Führerschein. Es kann aber sein, dass ein oder der andere Polizist sagen, okay, komm, na, du hast das, hast schon mal da mitgefahren. Bei uns hier in Thailand, das System besagt zum Beispiel ohne Führerschein bis 1000 Baht. Bis 1000 Baht. Ganz ohne Führerschein. So, das hängt aber davon ab, wie viel der Polizist an der Polizeipräsidium dann verlangt. 1000 Baht, immerhin an die 30 Euro. Aber ob die Strafe fällig wird und wie hoch sie dann ausfällt, das entscheiden letztlich die Beamten vor Ort. So wie früher. Wir sehen uns. Ciao. Mitternacht. Die netten Polizisten rücken ab. Und Torti hat seinen Gästen mal wieder gezeigt, wie gut er vernetzt ist. Morgens um 7 lässt Pattaya viel von seinem ursprünglichen Charme spüren. Noch nicht viel los. Die Stadt schläft ihren Kater aus. Das hätte Thorsten Göbel vor Jahren auch getan. Geht nicht mehr. Torti muss sich um seinen Sohn kümmern. Der heißt Mark, ist 3 Jahre alt und Papas ganzer Stolz. Marks Mutter, eine Thailänderin, war irgendwann nicht mehr da. Was guckst du? Kaninchen, Mann? Hier, setz dich hin. Oh. Musst du gleich in die Schule, ne? Wann bist du denn heute aufgestanden? Wann bin ich denn aufgestanden heute? Um 7? Halb 7. Das ist eigentlich zu früh für mich. Ne? Ja, um 10 Uhr ist okay. Gestern war nicht ganz zu spät, aber geht doch schon mal bis um 1 oder bis um 2. Und da kannst du dann schlecht um 8 Uhr aufstehen und das Kind fertig machen für die Schule. Dafür habe ich dann meine Kinderfrau. Katze. Nicht so viel jetzt vor der Schule, einmal. Willst du das essen? Wo Mama steckt, weiß Torti selbst nicht so genau. Mama ist arbeiten. Ja, kann ich jetzt vor ihm nicht so... Mama gibt's nicht mehr. 3 feste Beziehungen hatte Thorsten schon in Thailand. Funktioniert hat keine. Jetzt ist er alleinerziehend. Mit Kindermädchen. Ja, das ist die Ning. Wo die da mitgekriegt hat, dass meine Frau weg war, brauchte ich ja jemanden, der auf mein Kind aufpasst. Und dann hat sie sich angeboten. Dann haben wir das probiert. Klappt wunderbar. Die sitzt mit denen im Buddelkasten, spielt. Und Essen klappt alles. Duschen, Zähne putzen. Ja, also funktioniert alles super. Und mein Sohn kommt natürlich mit ihr auch klar. Das ist ja auch sehr wichtig. Ne? Ja, hier wohne ich seit 12 Jahren. Hier ist im Prinzip für meinen Sohn der Spielbereich. Hier schläft das Kind mit der Nanny. Der hat extra kein Bett, weil der ist immer ein bisschen in Bewegung. Dann ist der mal runtergefallen. Ja, ich bin eigentlich zufrieden hier. 3 Zimmer, 3 Bäder.
Bezahlen tue ich so 18.000 Baht, das sind so 450, 460 Euro. Hier kann ich sehen, was in der Massage und im Mopedverleih passiert, wenn ich nicht da bin. Schon interessant, wenn man manchmal sieht, der kommt und der kommt. Man sieht, was im Laden los ist, wenn man nicht da ist. Also das ist schon nicht verkehrt, wenn man das hat. Ja, und hier ist im Prinzip mein Fernsehbildschirm. Ne? Wir haben im Prinzip deutsches Fernsehen. Kannst du 14 Tage kann man hier zurückgehen. Du kannst jede Uhrzeit hier einstellen. Kluckst dir zweimal an. Es geht vor allem darum, das sind ungefähr 25 Euro im Monat, aber das muss man sich schon gönnen. Ja, schönes Wetter haben wir heute auch, Regen. Ich sag mal, ich bereue nicht, dass ich den Schritt gegangen bin. Ne? Ich bin jetzt 12 Jahre durchgehend in Thailand und dadurch, dass meine Freunde mich regelmäßig besuchen, mein Bruder kommt, Eltern habe ich nicht mehr und also Heimweh, nee, eigentlich nicht, gar nicht. Kurz vor 8. Der Schulbus holt Klein Mark ab. Bis zum Nachmittag ist Torti von seinen Vaterpflichten entbunden. Ja, das geht rucki zucki hier, ne? Schweden, Holländer, Franzosen. Tortis Nachbarschaft ist international. Vor kurzem ist ein Schweizer zugezogen. Jetzt gehen wir zu Roman, mein neuer Nachbar im Geschäft und im Haus. Der hat eine kleine Bierkneipe neben mir übernommen. Ja, und dann wollte er auch vernünftig wohnen. Dann hat er sich das hier angeguckt und dann hat er sich hier auch ein Haus genommen. Ne?